Krisen zuhauf, Krisen ohne N, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Schuldenkrise, Eurokrise, an Energiekrise, an Klimakrise, an Hungerkrise an der Welt, wissen wir, verschiedene Krankheiten oder Krebs, den sich Metastasen an der ganzen gesellschaftlichen Körper verstreht, weltweit, sodass ihn also mit der Behandlung von den Symptomen auch nicht ganz weit könnt. Dem zentralen Tumor kann ihn unterschiedlich nehmen gehen, dem Juncker sein Turbokapitalismus oder Finanzkapitalismus oder Kapitalismus überhaupt. Ich nenne ihn den Ungleichheitsprinzip, den Tumor, den durch bürgerliche Revolutionen verdicht formal und dann durch Sterbichtskämpfe vom 19. und 20. Jahrhundert auch real tatsächlich angeschränkt in als den Ungleichheitsprinzip. Aber hinter der neoliberalen Restauration voll durchschlägt. Sowohl bei der Verdelung vom materiellen Reichtum wie auch bei der Verfügungsgewalt über öffentlich Gitter, wie auch bei der politischer, wirtschaftlichen Macht, wie auch bei der Meinungsherrschaft. Klammer auf zur Meinungsherrschaft. Die Affäre Murdoch an England, also nicht nur der Skandal von der kriminellen Energie mit der Telefon oder dem Portablen aufgehört gesehen, sondern der eigentliche Skandal, der fundamentale Skandal, also eigentlich den von der unerträglichen Konzentration von Vermögen a Pouvoir an enger Hand oder an wenigen Händen mit der Komplizität von der Politik. Klammer zu. Wie die berühmten bloß geplatzt als 2008 hat Belgique Verein gesucht, an den Herr Juncker also nach für etwas mehr wie einem Jahr, wir müssten grundsätzlich System etwas ändern, der Kapitalismus mit seinem Ungleichheitsprinzip müsste auf Vorgestalt gehen, müsste überwunden gehen, das hat aber nicht ganz lang gedauert. Dann müssten wir Banken retten, für den System können zu retten, Banken, die am Zentrum vom System sitzen, dann ein bisschen Relanceplan für das Wirtschaft nicht untergegangen ist, Relanceplan, die aber auch nicht zu einem wirklichen Abschwung gefordert haben, weil dann die öffentlichen Finanzen mehr oder minder stark strapaziert waren durch die Mesuren, weil die öffentlichen Defizite dann auch nach politisch-medial stark übertrieben goufen, für allem halt zu Lützeburg, wo man müsste eine Austeritätspolitik umschwenken, und ich brauche ja nicht mehr zu sagen, wen dann am Endeffekt die sind, die bei der Austeritätspolitik bezahlen. Und das war europäische Plan so, nationale Plan, an die zwei Pläne sie auch nicht mit zu trennen, und ich will sie auch nicht mit trennen. Wir kriegen vom Europäischen Conseil am Kader von der Austeritätspolitik, vom Europäischen Conseil, und das sind ja kein Firma, sondern das sind eigene Politiker, muss ich immer daran erinnern, von denen kriegen wir am Kader vom Stabilitätspakt ein paar Rekommendationen, und am Zentrum stehen immer dieselben Messagen, auch das hier. Für allem den doble Message, das hier, erstens mehr lang schaffen, zweitens mehr lang verdienen. Das sind die Zentralmessagen an den Rekommendationen vom Europäischen Rat. Erstens mehr lang schaffen oder man rennt oder beides für die, die sowieso nicht mehr packen oder keine Arbeit mehr fanden. Verdelungsfroh wird nicht gestaltet, auch nicht an den 20 Seiten Erklärungen vom Europäischen Conseil zu den Rekommendationen. Kein Wort über den Partage zum Beispiel zwischen den Salären auf der einen Seite und den Beneficer auf der anderen Seite. Weil sonst, wenn ihr die Frage stellen, da könnt ihr ja auch bei der Rente froh sich andere Finanzierungsmöglichkeiten abfallen lassen. Es wird auch nicht gefroht, wie eine Verlängerung von der Arbeitszeit oder durch eine Verlängerung vom Lebensarbeitszeitalter eigentlich kohärent wäre
mit der Steigerung von der Produktivität auf der einen Seite kohärent wäre, auf der anderen Seite mit der Bekämpfung vom Chômage. Zur Arbeitszeit. An den 20er Jahren hat Keynes an einem Essay geschrieben, Ende vom Jahrhundert geben 3 Stunden pro Tag oder 15 Stunden pro Woche reichlich durchgehen, für die Bedürfnisse von der Menschheit zu befriedigen. Wir hängen seit einem halben Jahrhundert auf der 40-Stunden-Woche an Tendenz als Arbeitszeit verlängern. Nicht nur durch Rentenreform, auch zum Beispiel durch Promotion von den Überstunden beim ENIT-Statut, weil auch das geht ja dann eigentlich in Richtung von einer Verlängerung, sogar auch von der Wochenarbeitszeit. An die andere Rekommandation bezieht sich auf die Lohn, vor allem auf den Index. Und da geht es natürlich um die Reduktion von den realen Löhnen. Für das wir auf der anderen Seite können wir mit Dividenden und Bonussen ausschütten und die als Krise angebrockt haben, wenn ich das ein bisschen einfach so darf formulieren. Dass die Reduktion von den Löhnen, wie sie in ganz Europa gepredigt wird, nicht nur in Griechenland, auch die Nachfrage muss aufwägen. Und dass du mal da weiter Rezession programmiert hast. Dass man also auf die Art und Weise geraten an eine Spirale von Sozialaufbau, Rezession, gleichzeitig weiter Konzentration vom Reichtum, das ist kein Thema. Es fragt sich, was überhaupt nach für eine sogenannten politischen und ökonomischen Eliten an Europa ein Thema ist. Außer hier kleinkariert Kontabilität und Buckel vom Salariat. Einen wirklichen demokratischen Debat über die gesellschaftliche Entwicklung, über das Projekt Europa, findet ja überhaupt nicht mehr statt. Den undemokratischen und unkontrollierten Pouvoir von dem Finanzsektor mit den Ratingagenturen schreibt der Nobelpreis Amartya Sen für kurz in einem Artikel vom Monde, ergreift den öffentlichen demokratischen Debat mit der Komplizität von den internationalen Finanzinstitutionen, schreibt hin, an nicht ergänzen, auch mit der Komplizität von der Politik. Die ist so, die Politik an Europa. Die ist so schenkt es von ihrer Konkurrenzideologie selber vergift, dass sie mal nicht mehr fertig bringen, die elementarische Solidarität zu praktizieren, die notwendig wäre für Europa, für unsere Implosion oder für unseren Verfaulungsprozess zu retten. Für uns ist es keine friedliche Nachricht, wenn die Europäische Union und Legitimation verliert. Am Contraire. Wir hätten gerne eine stark politische Union mit einer sozial orientierter ökonomischer Kooperation, die Versprechen erfüllen von sozialer Gerechtigkeit und von kultureller Emanzipation, die an den 50er und den 60er Jahren nachgemacht wurden. Das geht aber nicht mehr, wenn wir mit der aktuellen Orientierung brechen, also für nachher zu sagen, brechen mit dem Ungleichheitsprinzip. Ich brauche ich eigentlich nicht nach ein Kehr zu wiederholen. Zu Lützeburg als die sogenannten Krisenmanagement auch Verlauf an den 2 letzten Jahren nur dem Ungleichheitsprinzip. Also einen budgetären Defizit, den am internationalen Vergleich mehr wie bescheiden war, also ein katastrophistischen Szenario für Zukunft und Wand gemalt gehen als Vierwand, mit der neoliberalen Verdelungspolitik einfach weiterzuführen. Mehr Partizipation für Patienten bei der Krankenkasse, Absplickung vom Rentenajustement, eng bal nicht progressiv Krisesteuer, bal Flat Tax, Indexmanipulation, Kammergeld draufgesagt und so weiter. Da geht auf der anderen Seite Steuern auf die Beneficer und auf den hohen Revenuen an Patronatskotisationen angefuhr. An Europa, wie auch zu Lützeburg, gibt der Groove immer mehr tief zwischen den politischen Responsablen auf der einen Seite an der Population
für allem dem Salariat auf der anderen Seite. Aber auch, mengen ich, der Groove zwischen den politischen Responsablen an all denen mehr oder minder Intellektuellen, die nach Zwängen selbstständigen Denken fähig sind. Gefährlich als die Groove auch, weil Ratefänger furiert, ein Teil von der Bevölkerung probieren, an der Groove heranzuziehen. Aber auf dieser Seite vom Groove können doch etwas wissen. Durch Verbindung von den populären Movementen, wie sie ja nicht nur in den arabischen Ländern, aber auch in Spanien und Griechenland erleben, die natürlich nicht dasselbe sind, zwischen den populären Bewegungen, den organisierten gewerkschaftlichen und ökologischen Strukturen an, erlaubt man die Klammer, wie der Gramsci sagt, den organischen Intellektuellen, könnte an Europa auch eine Kraft entstehen, die wirklich Verhältnisse tanzen tun. Dazu gibt es ja an der Geschichte tatsächlich positiv Beispiele. Merci für mein Team. Nur dem ganz kritischen Teil vom Ender Hoffmann, der ja ganz gut auch die Symptome beschreibt, mit denen wir uns auseinandersetzen, von denen ihn übrigens nicht viel merkt, wenn ihn so Stellungnahmen dieser Idee von den anderen Parteien hört. Da geht es anscheinend immer um Regierungsbeteiligung oder um Kritik, die ziemlich unter Oberfläche bleibt. Menge Mehrheit, auch Nenkeier ihr Zimmer, wo kann aufhängt, wirklich zu betonen, dass man für schwierige Schwaren stehen, dass es an unserer Gesellschaft zwei Visionen gibt, wie die Gesellschaft sich soll weiterentwickeln, wo mehr auf jeden Fall Gegenvision wollen vertreten, von der die eindrucksvoll vom Ende beschrieben ist, an den Herr Juncker als in polemischen Zeiten, wann will auflenken, auch gern gebraucht, die dramatisch ausdrückt, wie beschreibt Gesellschaft, wie sie sich heute entwickelt. Ich meine, wir wollen mit dieser Politik am Anfang den Gegenstandpunkt vertreten. Wir wollen den Standpunkt vertreten von der Egalität. Wir meinen, dass das Egalitätsprinzip, also der Konträr vom inegalitären Prinzip, wie in heute 4 herrscht, am Fungo den als den fähig als eine Gesellschaft zusammen zu halten, und noch fähig als die existenziell Frohen, die sie an einer Gesellschaft stellen, wie auch zum Beispiel die Umweltfrohen, besser zu lesen, wie es den aktuellen Prinzip kann. Es geht also am Fungo nicht Männer wie Dorem für das, was an der Französischen Revolution auf der Fendelstung Liberté, Egalité, Fraternité fortzusetzen, anzuvollenden, und noch das, was der Sozialstaat am 20. Jahrhundert fertig gebracht hat. Ich will nicht schwätzen von der Sécurité sociale oder vom Erbesrecht oder von den Bürgerrechten, für auch das Programm, den du angefangen hast und den heute vorgestellt wird, zu vollenden. Weil sonst riskieren wir effektiv an eine Situation zu geraten von einem Staat, der just nach so ein Caritas-Staat ist, von selektiver Sozialpolitik, an daneben ein Überwachungsstaat, an dem für allem die Reich gut dabei wegkommen, an die Errungenschaften vom letzten Jahrhundert riskieren auf vorgestellt zu gehen. An dummer da, wenn man die Entwicklung giffen zulassen, giffen wir für allem die Jung betreffen, wie man das auch gesehen an den Projekten zur Rentereform, wo auch besonders die Jung betroffen wäre, wenn sie so durchgeführt wie sie im Moment bekannt sind. Das ist ein ganz exemplarisches Beispiel, in welche Richtung es riskiert zu gehen, oder auch aussatzweise an der Reform von der Fonction publique. Wenn man so ein Sozial geht vierter, das so als Slogan zu den Gemengewahlen, da verstehen wir den ganz klar als Bruch mit der aktuellen Entwicklung. Als Alternativen und als Vorgehensweise wollen wir auch mit der radikalen Kritik versuchen, an Anklang zu bringen, die hier skizziert ist. Parteien sind heute weitgehend austauschbar, sie verwalten die Ökonomie just nach
no dem Diktat vun der Ökonomie, vun den herrschenden Kräften an der Ökonomie. Dat heißt, die Entwicklung gëtt auch dadurch immer mehr inegalitär mam Akkord vun den meisten Parteien, die es gibt. Sie nennen das Verantwortung überholen, a Wirklichkeit aber sind sie unverantwortlich vis-à-vis von ihren eigenen Wählern. Wir wollen keine so eng Partei sein. Wir meinen, dass wirklich Verantwortung überholen, haut hecht, a Resistenz zu treten, an den Widerstand zu treten zu der offiziellen Politik, egal was für eine Partei die offizielle Politik verkörpert. Wenn es zum Beispiel auf verschiedene Gemengen, wo man untreten werden, Sozialisten an die Gring sind, die zum Beispiel Gewerbesteuer für die Betriebe, die Beneficer machen, raufsetzen, und dürfen aber Taxen für alle Menschen, die für alle Menschen gleich sind, erheben, dann so mehr Stopp, da machen wir nicht mit. Die Politik kritisieren wir, aber wir machen noch Widerstand gegen die Politik. Und auch nicht so könnte es auch zum Umdenken an den Parteien, die sich schon immer auf manches teilweise auf der linken Seite gesehen. Auf allen Bänken, ja. Es geht es dabei nicht klänglich Parteipolitik oder Rechthaberei. Es geht es darum, für wirklich froh von der Gleichheit und von der Umverteilung auf die Tagesordnung an der Gesellschaft zu stellen, wenn sich positiv aussetzt, weisen an Gemengen, wie zum Beispiel mit der Wasserpolitik zu Monerisch, dann schreien wir auch nicht davon zurück, das zu suchen. Wir wollen am Anfang oder so wie 2005 beim Referendum über die europäische Verfassung, wollen wir versuchen, die Sozialfrohen an der Debatte, an der politischen Debatte zu Lützeburg an den Mittelpunkt zu stellen, weil die Frohe von Umstrukturierung vom Sozialstaat, die zum Beispiel CSV an den Vordergrund setzt, müssen gehören zu der Umstrukturierung von dem Sozialstaat, wo es darum geht, Widerstand zu leisten. CSV hat vor kurzem geschwärzt, gibt es eine Armee util kommen auf parlamentarischem Plan. Und da wir das am Anfang schon alles gesagt, was Sie mengen, Logie eine Armee util kommen, dann ist es, weil wir uns dann befinden werden am nächsten parlamentarischen Jahr zwischen den Gemengewahlen am Oktober, wo die Leute können ja aufstimmen an zur politischen Debatte beitragen. Und dann ist es noch weit genug weg für die nächste Chamberwahl, Menge sie, wo sie bis dahin kriegen werden an Mengen oder hoffentlich Leute hätten bis dahin vergessen, was sie gemäht haben. Das heißt, die Année util, also am Anfang do für die neoliberale Reformen, wie zum Beispiel die Rentenreform, die Reform vom Arbeitsmarkt oder vom Index mit Volldampf durchzuziehen, neben den Wähler Wille lernst, weil auch an den Wahlprogrammen war davon nichts zu sehen. Sie beweisen damit ihren nicht Respekt für den Wähler, also sie beweisen damit auch ihre Abhängigkeit von den Wirtschaftskreisen, die Hand und Rund die Politik dominieren. Wir werden dürfen auch in der nächsten Zeit auch an der Chambre dafür sorgen, dass die wirklichen Enjeux abgedeckt gehen von den Reformen, die sie wollen zu machen. Dann die wirklich Enjeux sind die, dass es darum geht, gegen die Kollektivgarantie von der Leute an der Sécurité Sociale zum Beispiel vorzugehen, für Privatisierungen zu fördern. Die Frauen wollen wir schon, machen wir schon, wollen wir an der Vordergrund setzen von unserer Wahlkampagne auf kommunalen Plan. Und es sind effektiv auch da im kommunalen Plan dieselben Frauen, die sich auch national stellen. Es geht uns bei diesen Gemengewahlen darum, das wird vielleicht nicht direkt etwas zu tun mit der parlamentarischen Arbeit, aber es geht darum, für parlamentarische Arbeit auch von der Zukunft dadurch zu verstärken, dass wir an den großen Proportsgemengen alle guten Kandidaten werden. Wir werden Kandidaten an Gemengen, die zusammen die Haltschicht von der Bevölkerung regruppieren, aber versuchen hier als Vertretung an der Gemengeräte überall zu sichern, für das wir auf Gemengenplan eine neue Basis kriegen, für in Zukunft gegen die Neoliberalpolitik vorzugehen, nicht nur an den Institutionen selber, an der Gemengeräte, aber auch bei den Leuten draußen. Donno wird dann an der Chambre die Année util von der CSV
aufhängen. Wir werden noch die Gesetze, die da kommen, werden genau verfolgen an auch Leute dabei, so wie das an unserer Tradition ist, mit Kampagnen, mit Fluchtblätter, mit Zeitungen abklären und versuchen, gegen so eine Entwicklung zu mobilisieren. Das geht umso besser, wenn wir an der Gesellschaft dabei sind, die nötig Relais fanden, weil Leute also unterstützen, wie das auch schon im Moment der Fall ist, wo wir merken, dass wir ganz großen Members so haben, auch Leute, die für in anderen politischen Kontexten aktiv waren, die auch bei uns ihre Aktivität fortsetzen. Wir respektieren natürlich auch all die Leute, die an ihren Parteien bleiben, die da den Match feiern. Wichtig ist, dass an der Gesellschaft die gesellschaftliche Gruppe, die am Anfang die Majorität von der Bevölkerung, die Großmajorität durchstellt, Salariat, dass die gesellschaftliche Schicht, die eigentlich die Gesellschaft zumäßig dominiert, aber nicht politisch dominiert, viel mehr politischen Einfluss kriegt. Und dafür ist es auch an Eisenhower ganz wichtig, dass sich auf den verschiedensten Niveauen die Leute, die wollen etwas ändern, ob das an ihre jeweiligen Parteien, an ihren Organisationen, an den Gewerkschaften ist, oder an dem sie sich an die Linke engagieren, dass sie aktiv gehen für etwas in der Situation zu ändern und dass sie einen neuen gesellschaftlichen Konsens zustande könnt über einen notwendigen Bruch mam Neoliberalismus, von dem auch den Ander Hoffmann für drin geschwärzt wird. Neue Gesellschaftsformen leihen am Fungehol an dem gesellschaftlichen System dran, wie ein Haut besteht. Es gibt mehr Möglichkeiten, wie mengt. Es muss sich just Verhältnisse zum Tanzen bringen, wie den Ander gesagt wird. Da kommen noch, können doch eine andere Situation, da gibt viel mehr Leute aktiv, da kommen andere Propositionen auf Tapet, die brechen mit der aktuellen Politik, und das am Anfang geholt, die Direktion, die wir wollen ausstreben. Und das wird doch als Politik an den nächsten Monaten ganz stark bestimmen. Voilà, so nicht mehr.